sollte man eigentlich wirklich dann schauen, dass man sich nicht immer in negativen Situationen, vor allem, du musst schauen, dass das, was du fühlst, das wirst du anziehen. Also, wenn du negativ denkst und nicht groß was dabei fühlst, dann wirst du das nicht in dem Sinn weniger anziehen, wie wenn du etwas negativ denkst und direkt auch in deinem Gefühl hast. Weil das ist, ich glaube, der Joe Dispenza sagt, das Herz strahlt das magnetische Feld aus und wenn dein Denken, wenn du denkst, ich bin hässlich, zusammen mit dem Gefühl kohärent ist, Gedanken sind elektrisch und das Herz ist magnetisch und das zusammen ist ein elektromagnetisches Feld. Und da ziehst du regelrecht eigentlich alles in dein Leben. Und wenn einem das bewusst wird, wird man immer vorsichtiger, was man rauslässt. Also ich merke es auch bei mir, ist natürlich immer einfacher gesagt wie gemacht, vor allem am Anfang. Ich merke es auch, dass ich mich wieder, weil wir halt automatisiert ablaufen, schon über Jahre, dass die durchbrechen, dass ich zum Teil weiss ich, ich will das jetzt nicht ansprechen, ich will das nicht ansprechen, aber irgendwie findet es gleich einen Weg, dass es angesprochen wird. Aber es wird einem immer bewusster und je bewusster, dass einem das ist, eben wenn man es dann plötzlich von der anderen Seite kann, wieder anschauen, so, was habe ich, jetzt erlebe ich das, was habe ich echt gedacht? Und man kann es auch mal aufschreiben, oder was ist der Gedanke, wo du am meisten denkst, wenn der etwas Negatives ist, mal schauen, erlebst du das dann auch so, oder? Das kann auch sein, dass du dir sagst, ja, ich muss immer die Scheissarbeit machen beim Arbeiten. Vielleicht machst du dann wirklich auch Scheissarbeit, oder vielleicht ist die Arbeit auch nur Scheiße, wie sie du so empfindest. Oder? Das ist ja dann auch immer Ansichtssache. Oder die einen finden die Arbeit, die du scheiße findest, genial. Oder ich merke es auch, bei uns geht es dann auch immer auf. Ich habe dann eher, also ich mache andere Arbeit gerne wie jemand anderes. Und da ist es vielleicht auch nur deine Einstellung, wie du das Ganze siehst, oder? Dass du dir immer sagst, oh, ich muss immer die Scheißarbeit machen. Dass dann ja normal, also eigentlich logisch ist, das, was du bekommst, ist die Scheißarbeit. Dass du dich selber in das reitest, oder? Und ja, je bewusster dass man da wird, ja, kann man auch mal wirklich einen Schritt zurück und schauen, wie, wie denke ich eigentlich? Und ja, das kann man anhand von Mindmaps sehr gut und oftmals sind es einfach, ja, es sind zwei, drei Fragen, die man sich selber gar nicht stellt. Das sind auch keine spektakulären Fragen. Also es ist ja nicht etwas, wo weltbewegend ist, oder? Und das Coole finde ich halt wirklich, dass ich immer mehr merke, dass ich nichts brauche. Ich brauche mich und Ehrlichkeit, oder? Ich muss ehrlich mit mir selber sein und wollen wachsen und ja, klar hilft es auch mit anderen Menschen und so reden, aber ich will ja gar nicht sagen, dass ihr nicht mit anderen Menschen sollt reden. Ich dürft euch weiterhin Informationen holen und alles, das mache ich ja auch, aber einfach einmal bewusst werden, dass man eigentlich in der Regel niemand braucht. Und das ist ein sehr schöner Gedanke, weil uns wird so fest erzählt, dass wir abhängig sind von außen. Klar sind wir auf gewisse Art abhängig von irgendetwas, aber nicht, wie du mit deinem Gefühl umgehst. Und wenn wir jetzt sagen, dass dein Gefühl oder alles, was du denkst und fühlst, auch deine Realität anzieht, dann, wenn das jetzt angenommen, es ist wirklich so, und du das akzeptierst und mal probierst, oder einfach einmal nicht akzeptierst, sondern einfach einmal ausprobierst und merkst, dass es tatsächlich so ist, dann sagt dir das, dass du niemand anders brauchst. Und das gibt es eine enorme Macht zurück, so zum Wissen, Scheiße, also eigentlich theoretisch, wenn ich das jetzt nicht richtig mache, dann kann ich alles, was ich mir wünsche, in mein Leben holen. Klar braucht das eine gewisse Übung und alles, weil ich merke es bei mir, der Verstand ist immer sehr, sehr clever oder hat noch seine Wege, oder? Wenn ich mir etwas suche, auch mal anders fühle oder so, oder etwas anders machen, bewusst anders machen, dass dann der Verstand sagt, ja, nein, ist nicht gut. Oder aber mal weniger auf den hören, der immer wieder korrigieren will, mehr auf das Gefühl, wo man das erste Mal hatte, wo man auch mal etwas entschieden hat. Und ich merke es vor allem, ich merke es bei mir, oder? Ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich weiß, hey, ich möchte etwas so machen. Das läuft dann einen Tag, am nächsten Tag wirf ich es wie wieder über Bord oder ich gehe wieder nachschauen, wie könnte ich es noch besser machen? Wie könnte ich es noch besser machen? Wie komme ich noch schneller ans Ziel? Oder mein Verfolger oder mein Ding ist wirklich, wie komme ich schneller ans Ziel? Bei mir rechnet alles dagegen, wie kann ich etwas optimieren, dass ich schneller ans Ziel komme. Und auch da darf ich noch lernen, einen Schritt zurück, den Weg mal geniessen, auch auf mein Gefühl hören, auf mein Gefühl vertrauen. Oder? Da bin ich auch noch dran und es ist aber auch gut, oder? Es macht auch Spaß, wachsen, lernen. Genau, und jetzt habe ich mich auch entschieden, vielleicht zu dem Punkt, habe ich mich auch entschieden, nur YouTube.
Ich habe mich wirklich entschieden, nur auf YouTube Content zu machen, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich beobachte mich ja, wie fühle ich mich oder was lösen die Sachen in mir aus. Und wenn ich auf anderen Plattformen bin, merke ich immer wieder, jetzt gehe ich schon wieder schauen, wie kommen die Beiträge an, sind die ausgespielt worden oder nicht. Und ich habe gemerkt, das gibt mir einen extremen Stress. Und dann bin ich ja auch im Gefühl, eben wie ich vorher gesagt habe, jetzt wenn ich es auf mich tue, übernehme, dann bin ich im Gefühl negativ. Und das heisst ja so, ich ziehe mehr negative Sachen an. Und ich bin jetzt wirklich am schauen, wo kann ich Triggers streichen aus meinem Alltag. Es ist aber nicht ganz so einfach, weil ich sage jetzt mal, weil auch YouTube und alles oder der Content ja von Impressionen lebt, von Ausspielungen und der Kopf logisch überlegt, okay, wenn ich an mehr Orten bin, dann habe ich mehr Möglichkeiten. Jetzt bin ich im Clinch mit meinem Kopf, wo ja irgendwo durch als mathematisch aufgeht, recht hat, aber gleichzeitig so fest davon überzeugt bin und das auch erlebt, dass ich das, was ich fühle, anziehe. Mein Gefühl ja in dem Sinne negativ ist, weil ich sehe wieder Zahlen und bin dann wieder negativ gestimmt. Äh, Das möchte ich weglassen. Und da bin ich jetzt auch extrem am Kämpfen mit dem Weglassen. Und ich will das jetzt wirklich einmal machen, weil ich merk's immer öfters, dass Sachen gar nicht lang brauchen, bis man sie vergessen hat oder nicht mehr aktiv in seinem To-Do inne hat. Oder ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe jetzt wieder mal gamen und habe gemerkt, bin wieder viel zu fest, meine Gedanken sind wieder viel zu fest dort. Und dann habe ich gesagt, ja nein, will ich eigentlich nicht. Ich habe glaube 2 Tage gegamed, dann habe ich es wieder sein lassen und dann bin ich schon wieder mit diesen 2 Tagen Gamen gedanklich schon wieder beim Gamen gewesen. Und habe dann schon wieder während dem Tag, obwohl ich nicht wollte, habe gesagt, nein, ich will nicht, gleichzeitig die ganze Zeit wieder ans Gamen gedacht. Und jetzt habe ich, das ist jetzt wieder eine Woche oder so her, und jetzt denke ich nicht mehr dran. Es ist mir auch nicht mehr so wichtig jetzt. Ich habe auch gar keine Lust mehr, aber vorher hat es sich schon fast angefühlt wie ein Entzug. Und das ist, ich glaube, bei sehr vielen so. Wir realisieren es noch nicht, dass wir es gar nicht schaffen, etwas einmal mehr wie 2, 3 Tage weglassen. Oder? Und jetzt da auch, darum wollte ich bewusst jetzt mal weglassen, die anderen Plattformen gar nicht erst aufzumachen, dass ich mal schaue, wie es ist, äh, ob ich da auch wieder emotional weniger anhafte. Oder? Weil es